Habe die Servus, grüß euch und Servus zu der ersten Folge von Minecraft mit mir, Amur. Habe die Leute und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit mir, Amur. Und heute ist es endlich soweit. Minecraft mit Mur wird ein Jahr alt. Ich habe ehrlich gesagt sogar ein bisschen ganz hart, wenn ich das so sage. Ist echt krass. Und wir haben heute einen Plan. Und zwar muss ich erst einmal mein Inventar zusammenräumen. Dann brauchen wir auf alle Fälle ja die verschiedenen Farben von unserer Wolle. Das heißt, wir müssen anfangen, das erste Mal schnell das ausschalten, dass wir die ganzen Brees da färben können. Gut. Dann müssen wir jetzt erstmal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch schwarzen Farbstoff, braunen Farbstoff. Das haben wir ja normal durch das schon letzte Folge schon gekriegt. Und wir brauchen mal grünen Farbstoff. Und in der Folge soll es eigentlich heute hauptsächlich um den grünen Farbstoff gehen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Kiste mehr. Ich muss das in meinem anderen Haus einlagern. Ja, auf alle Fälle müssen wir heute noch einen grünen Farbstoff suchen, welchen wir brauchen für die grüne Wolle, für unser Logo. Das Logo schaut by the way so aus. Und ja, das ist eigentlich heute unser einziger Plan, sage ich mal. Wir nehmen jetzt auf alle Fälle ein paar Blöcke mit, weil Blöcke kann man immer brauchen. Und ich würde sagen, wir auf unserer Map, ihr seht es ja, ich würde da so entlang gehen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwo eine Wüste. Da herum haben die kalte Biome. Das heißt, wir hätten am besten Chancen auf eine Wüste da herunten irgendwo. Und das werde ich heute auch machen. Jetzt gehen wir mal noch nicht pennen. Dann werde ich mal ein bisschen Proviant für die Reise holen. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon starten. Was ich jetzt am Anfang noch brauche, ist einen schwarzen Farbstoff. Den kriege ich von Tintenfischen oder halt von wilder Rosen. Wilder Rosen darf man da herunten finden, in dem Bereich, da seht ihr es. Da ist nämlich so ein dunkler Wald und da kann man wilder Rosen finden. Die generieren da einfach. Das heißt, jetzt für den ersten Teil vom Video werde ich jetzt erst einmal schauen, dass ich ein bisschen Proviant rankriege, dass ich die ganzen Farben zusammenkriege und dann im zweiten Teil werde ich das Ganze auch bauen. Das heißt, ich hau euch jetzt einmal eine lange Timelapse rein, wo ich mal das Ganze herrichte und dann, da ich auf alle Fälle sagen, gehen wir dann auch gleich los. Ich muss jetzt gerade noch hoffen, dass das Schaf da wirklich das richtige Schaf ist. Das braune, normal aber schon. Aber das sehen wir jetzt gleich. Gut, dann kaufe ich mir jetzt aber auf alle Fälle noch schnell was zum Futtern. Den Baum muss ich auch noch weg tun, das mache ich aber später. Und da werde ich dann das herbauen. Wenn es zu groß ist, dann baue ich es halt woanders hin. Gut. So Leute, ich bin jetzt gerade am Schlafen. Auf alle Fälle muss ich gerade schauen, dass der da was frisst. Nur irgendwie frisst er nicht, das regt mich. Oh, jetzt hat er frisst. Gut, er hat braune Wolle, das ist super. Das heißt, ich kann auch da das Redstone wieder placen. Das kann ich da in die Chest rein. Das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt nur noch. Jetzt muss ich noch schnell scheren, weil sonst. Dann scheren wir die Wolle nochmal. Gut. Und dann können wir eigentlich schon weiter da. Ja, das wird dann gleich entwendet da und dann mitnehmen. Gut. Und wir können wir jetzt halt eigentlich dann losgehen. Und zwar auf Erkundungstour. Ich nehme jetzt mal meine Fackeln mit. Den Rest, was ich da wirklich nicht brauche, jetzt wie die Wolle oder so, los jetzt einfach da. Da den Grasblock.
Ich habe jetzt so fast ein Stack Blöcke dabei, das müsste gelangen. Ein Bett habe ich dabei und ein paar Fackeln zum Ausleuchten, wenn wir vielleicht in der Höhle gehen. Wichtig ist für uns, wir brauchen einfach nur einen Kaktus. Kaktusse können ja, also Kakteen können auch von Wandering Traders getradet werden. Nur, es kann jetzt sein, dass in den nächsten 3 Stunden keiner spawnt. Und hier warten, wenn man hier wartet, dann kriegt man das Gefühl hier. Also, da die eher schauen wir dann mal einfach da entlang, da war ich gefühlt eh noch nie, beziehungsweise da war ich noch nie. Und schauen wir einfach, was da noch so viel Landschaft ist, weil unsere riesen Exploration-Folge, die müssen wir auch irgendwann neu planen. Die möchte ich aber glaube ich dann eher mit Elytra machen, beziehungsweise unsere Map-Vervollständigungsfolge heißt ja eher. Gut, dann würde ich sagen, gehe jetzt einfach da voran und es kriegt eine saftige Timelapse. Leute, warte mal schnell. Gibt's eigentlich das geile Biom da? Das ist also ein Zauberwald, irgendwie sowas. Da ist einfach das Wasser lila. Da müssen wir auf alle Fälle mal nach Folge reinschauen. Aber ich möchte das jetzt ungern da komplett einige. Das sieht man ja dann auf der Map. Aber da ist also ein richtig geiles Biom. So ein Zauberwald, so jetzt mal ist das. Der ist richtig schön. Aha, gut. Ich gehe einfach weiter. Das war das eigentlich von dem, wo ich geredet habe. Dass man da Wither-Rosen finden kann in dem Biom. Gut, gehen wir einfach weiter. Ui, der Leute, schaut euch das mal an. Einfach so ein riesiger See da. Oh, das schaut richtig schön aus. Da gehe ich jetzt aber leider außen um, weil ich da damit nicht durchschwimmen mag. Aber echt cool. Also ich freue mich echt schon auf die Exploration Folge, beziehungsweise wie gesagt haben die Map Vervollständigungsfolge. Aber davor müssen wir uns leider mal noch ins End trauen. Um ein Elytra, und vor dem habe ich ehrlich gesagt Angst, weil wir haben ja da ein Modpack, da wo es neue Biome gibt. Ihr seht ja die ganze Zeit neue Biome. Und ich schätze jetzt mal ganz stark, dass es neue Biome gibt fürs End. Und wenn das so ist, glaube ich, dass das End jetzt nicht gerade leichter wird. Und ich muss sagen, das ist mein erstes Survival-Projekt so richtig. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Was, wenn ich da einfach spawn und sofort irgendwie ins Wald reinfalle. Also da habe ich echt Schiss davor. Aber irgendwann glaube ich, werden wir uns ins End trauen müssen. Sag ich mal. Ja. Ich gehe jetzt einfach weiter. Und ja, in der Zeit könnt ihr es natürlich gern ein Like und ein Abo da lassen. Da hat mich natürlich wie immer richtig freuen. Zurzeit bockt einfach YouTube wieder. Ich habe jetzt wirklich ein halbes Jahr nicht so viel gemacht. Es hat einfach ein paar Gründe gehabt. Und ja, gut. Aber jetzt bin ich wieder da. Und ich hoffe, euch gefällt mein Content, den ich immer für euch mache. Wenn ja, da würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einfach eine positive Bewertung da lasst. Damit ich weiß, hey, einer gefällt das, was ich mache. Danke. Ui, der Vater, was ist denn das? Ist das irgendwie ein Phönix oder sowas? Leute, schaut euch das mal an. Ich habe leider das Mob-Handbuch nicht dabei. Was war das? Wo ist der hin? Der ist ja echt geil. Wo ist der? Da war gerade so ein goldener Vogel. Da ist er. Da. Oh mein Gott, schaut euch das an. Oh, der ist echt geil. Gehen wir wieder hin. Boah, so richtig majestätisch, wie der da fliegt. Wahrscheinlich spawnt der hauptsächlich in sicherne Biome, I guess.
So war eigentlich ein schönes Biom da, auch mit den Goats. Und das Cobblestone, wo da ab und zu verbaut ist. Da ist ein Emerald jetzt. Das darf ich auf alle Fälle mitnehmen. Aber so richtig an Strukturen haben wir eigentlich noch nichts Neues gefunden in dem Pack. Ich finde das aber lustig, wie die umeinander springen. Und wir haben jetzt eigentlich gleich am Ende von unseren Akkorden. Das ist schon ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber vielleicht finden wir da noch was. Da vorne ist ein Tor. Okay, aber leider nix mit Wüste. Das finde ich echt schade. Da müssen wir noch nach oben aufgehen, I guess. Ja. Oh, Leute. Da ist einfach noch mehr Dorf. Da ist ein... Hä, ist das nur ein Haus? Da ist ein Haus. Oh, fahren. Kartoffel fahren. Aber geht's da noch weiter? Das kann nicht nur ein Haus sein, oder? Ich bin eigentlich dort auf Erkundungsfahrt. Hä? Ah, da geht's weiter. Du liege gerade. Hä? Wunderzeichen, die haben noch gut im Mai. Okay, das ist auf jeden Fall noch mehr Dorf. Das ist nice. Was ist denn da? Ich bin gerade da mit dem Boot unterwegs. Und vor da entlang. Oh, ist das eine Wüste? Na. Mann, ich hab mir gedacht, das ist eine Wüste. Oh, schade. Überall wo Sand ist, hoffe ich einfach nur, dass es eine Wüste ist. Aber es ist leider keine. Ich muss auf alle Fälle schauen, dass ich, seht ihr ja, dass ich da in der Karten bleibe an der Seite. Und ich kann im Boot irgendwie mein Map nicht aus, oder? Doch, ich kann es glaube ich sogar was. So? Nein, geht nicht. Das ist schade. Gut. Aber ich möchte eigentlich dunkelgrünen Farbstoff. Ich kann es natürlich auch machen irgendwie über... Da hinten ist ein Boot. Ein Schiff. Ich kann es natürlich auch machen über... eine Seegurke, aber das ist halt hellgrün. Und hellgrün ist halt nicht so geil wie dunkelgrün. Vor allem weil halt das Logo, das Originallogo halt auch anders ausschaut. Oh na. Das ist ein Eisspikes-Biom. Das ist überhaupt nicht gut. Das heißt, wir haben da jetzt einen kalten Biomen. Da wollte ich eigentlich nicht her. Man sieht es. Da geht es jetzt alles in kalte Biome um. Und in kalten Biomen eher nicht so gut was mit Kakteen oder Wüste zum da hat. Aber egal. Man kann eigentlich für geile Zeit über. Da man den sieht einmal weg, ob das Lavendel. Man kann jetzt eigentlich für geil übers Wasser, übers Eis driften. Oh. Und ich kann es noch nie, vorher machen. Und schauen wir jetzt einfach mal. Ich blende euch einfach noch mehr Timelapse ein. Wieder. Hilfe. Da ist Pulverschnee. So, nicht die, zack. Ja, jetzt kommt meine Render-Distance ein bisschen aufgestellt, beziehungsweise meine Sichtweite. Ah ja, schaut her, wenn man mit Lederstiefel über Pulverschnee drückt, kann man nicht einsinken. Dann haben wir gleich das Achievement auch noch gemacht. Cool. Ich muss jetzt auf alle Fälle schauen, dass ich da noch was finde.
Das gibt's ja nicht. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit umeinander rennen und dann nichts finden. Und ich darf jetzt ja auch nicht sterben, weil sonst fällt der nie wieder auf. Oh mein Gott, da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Wisst ihr noch, was mit Bären war? Ich krieg gerade extreme Flashbacks. Für alle, die es nicht wissen. Oh, da ist schon wieder ein Dorf. Es sind überall Dörfer, aber nicht das, was ich brauche. Ich finde Dörfer natürlich voll geil, aber ich brauche einfach nur grünen Farbstoff. Ach Mann. Dörfer sind so geil, aber ich brauch's halt nicht. Ich brauch doch nur Ohrenkaktus. Mehr brauche ich doch gar nicht. So Leute, da haben wir wieder an unserem originellen, wunderbaren Haus. Es kann ja irgendwie sein, ich hoffe zumindest schon, aber es kann auch sein, dass ich in der Vergangenheit mich vom Wandering Trader einen Kaktus gekauft habe. Das heißt, das war jetzt das Einzige, was ich noch schauen müsste. Weil ich kann mich irgendwie ganz schwach da erinnern, was wir jetzt da zu machen. Nein, leider nicht. Oh. Dann Leute, können wir leider nicht unsere grüne Wolle machen. Weil ich bin jetzt seit fast einer Stunde in der Aufnahme und ich möchte heute schon noch was machen in der Folge. Das heißt, ich hoffe, es hat mir nicht besser. Aber ich nehme jetzt einfach Moos her. Moos schaut eigentlich fast genauso aus wie im anderen auch. Also wie grüne Wolle. Deswegen hoffe ich, dass es mir jetzt nicht so besser hat. Ich brauche auf jeden Fall Knochen. Gut. Und dann da die sagen, nach der ganzen Sache gehen wir jetzt mal zurück in unser Dorf und schauen wir, dass wir endlich den Bau beginnen können. So Leute, da haben wir endlich wieder in unserem Dorf. Ja, ich hoffe wirklich, dass ich die Folge recht gut zusammencutten kann. Mit Timelapses und so weiter. Weil, wie in der Folge vorgestern, war es halt eher so, dass ich zu viel geredet habe, dass ich keine Timelapses mehr machen können kann. Weil sonst hätte man den Sinn vom Video nicht verstanden. Deswegen, ja. Ich muss jetzt erst einmal schauen, dass ich mein Zeug alles wieder zusammenrichte. Und dann hätte ich gesagt, einen allerletzten Versuch gebe ich ihm noch. Jetzt haben wir mich an meinen Respawn-Punkt gesetzt, jetzt nehme ich mir mein Boot und schwinge mir jetzt da aus. Und wenn jetzt da eine Wüste kommt, ich tue straight ausfahren. Und wir sind da eigentlich dann wieder kommen. Wenn jetzt da eine Wüste kommt, dann wird es mir natürlich riesig freuen. Gut. Einfach geradeaus. Korallenriff oder Wüste ist das einzige, was man Entschuldigung, was man brauchen. Korallenriff oder Wüste. Land in Sicht und? Ist das eine Wüste? Bitte ist das eine Wüste. Ist das eine Wüste? Bitte. Na. Es ist keine Wüste.
So Leute, da haben wir dann auch endlich wieder daheim. Schauen wir mal, gehen wir mal schnell schlafen. Es hat alles nichts Brot, ich bin extrem enttäuscht gerade. Es hat irgendwie alles nichts Brot. Das ganze Suche hat irgendwie überhaupt nichts Brot. Ich hätte jetzt eigentlich vorgehabt, dass ich da halt mit aus verschiedenen Wallarten ja das Logo nachbaue. Aber anscheinend weil das Spiel das nicht so. Das heißt, ich muss jetzt einfach irgendwie mal schauen, dass ich ein Ding wieder krieg, an Wandering Trader. Das heißt, ich werde das Projekt von unserem, sagen wir mal, unserem Jubiläumsbau-Ding, werde ich jetzt halt einmal verschollen und werde warten, bis dass ich einen Kaktus dran krieg, weil es hilft jetzt einfach nichts. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit umeinander rennen. Also seht die Folge ein bisschen als Jubiläumsfolge. Auf jeden Fall fettes Danke an alle, die wo seit Anfang an dabei sind. Ich finde es wunderbar, mit euch das alles zu machen und ich hoffe auch, dass das nicht unsere letzte Folge sein wird. Ich danke euch wirklich ganz stark, dass ihr euch da oben her sitzt und dass ihr euch das anschaut. Und ich hoffe, wir können unsere Jubiläumsfolge irgendwann anders, unser Jubiläumsbauwerk irgendwann anders einmal noch vervollständigen. Ich danke euch auf alle Fälle, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und es kriegt von mir da ein Versprechen, und zwar, ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen, den Kaktus zu finden. Und wenn es das letzte ist, was ich in dem Projekt tue, dann baue ich das da noch hin. Als kleiner Reminder und alles. Einfach, dass das ein wunderbares Projekt ist. Dann gehen wir jetzt da her und schauen wir mal. Es hat schon einiges an Wolle zusammen da, ja. Dann brauchen wir auf alle Fälle noch die Banner und alles. Und das werde ich in den nächsten Folgen dann irgendwann einmal machen. Das heißt, es wird jetzt einfach weitergehen mit, ich mache meine brutale Rüstung dann noch fertig. Dann werde ich sagen, dann mein Netherite noch. Und dann werde ich sagen, irgendwann vielleicht um noch unsere komplette Map Vervollständigungsfolge. Und ja, falls euch noch was einfällt, das mich natürlich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreiben würdet. Ich lese mir meistens alles durch. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bleibt flauschig und ich trinke jetzt meinen Tee, weil ich extrem krank bin. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ciao, Kakao. Du schubst deinen Freund obi. Hey! Dir jetzt, du Gicht. Ja, was der für Augenglück? Gib euch den. Gleich die da aussetzt.